Die EU-Subsidiepolitik hat du löserlös dem Bauer vorgeschrieben, wie soll der Ackerbau betreiben. Den Bauer sind Freiheiten sind immer mehr angeschränkt gehen. Ein paar Prassekrieg, Sonnegleichen ist entstanden. Mit dem Resultat, der Bauer geht zu allen Seiten kontrolliert. Und dabei ist der Bauer an der Winzer der Nähe von der Nation, aber auch, und da möchte gratis die Natur gestalten. Und dann konkurrieren als landwirtschaftliche Produkte mit dem Import aus Drittländern. Du weißt kein, was für Umstände die produziert gehen, was da dran ist. Aber komischerweise sind die all gut. Die gehen nicht so kontrolliert wie es wären, aber da sind sie all gut. Und da müssen Sie sich auch noch vorstellen, von den Importen. Haben wir noch nicht genug gelernt an der Industrie, von Importen aus Drittländern. Zum Beispiel die Industrie, Medikamente, Technologien wie elektronisch Chippen, Photovoltaik. Vielleicht Photovoltaik hat in Europa zugemerkt, weil sie von China quasi an den Bankrott gedrohen haben, nicht gerade mehr, aber nur bei. Wir kriegen auch kein Auto mehr gebaut, weil wir nicht den Chip aus China kriegen. Weil da steht als ganze Produktion. Haben wir da noch nicht genug gelernt, wie wichtig das ist, dass wir eine eigene Industrie aufbauen. Also die Ökonomie steht, wenn man echt von da kriegen. Ich hatte doch schon gesagt bei den Covid-Gesetzen, dass wir müssen als eigene Ökonomie stabilisieren und aufbauen. Ich habe den gefragt, für das Klimaziel nicht mehr zu erreichen, mit den Bauern nicht gegen sie. Für die Bauern gibt es keinen Naturschutz. Und die Bauern sind der Garant für unsere Lebensmittel. Wenn wir so fair fahren, wie wir hier am Gang sind, haben wir vielleicht ein geringes Gewissen, auch eine Ideologie uns gekauft. Aber wir haben nicht durchgesetzt.